Der Hans zücht die Axt raus. Der Bärtig ist frei und führt ihn in eine Gruft runter. Und auf einmal fängt es an glitzern und leuchten und schimmern. In einer Ecke stehen 3 Kisten voller Gold und Silber und Edelstein. Der Ries nimmt den Hans bei der Hand und zeigt auf die Kiste. Die eine ist für die Arme, die zweite für den König und die dritte ist für die. Jetzt schlägt's 1 und der bärtige Geist ist verschwunden. Der Hans tappet im Dunkeln zurück, findet seinen Saal und schläft friedlich ein. Am nächsten Morgen kommt der König und fragt: «Hast du jetzt endlich gelernt, was Gruseln ist?» Der Hans schüttelt den Kopf. «Eben nicht. Ein eiskalter Mais da und wollte mich verworgeln. Und ein Ries hat mir viel Gold gezeigt, aber was Gruseln ist, weiss ich immer noch nicht.» Der König hat sich gefreut. «Du hast das Schloss erlöst. Und wenn meine Tochter die will, gebe ich sie dir zur Frau, wie ich es versprochen habe.» Der Prinzessin hat der Hans gefallen. Sie haben ein prächtiges Hochzeit gefeiert. Und die Familie vom Hans haben sie natürlich auch eingeladen. Der Hans hat mit der Prinzessin glücklich gelebt. Nur etwas ist der Prinzessin verleidet. Jeden Abend vor dem ins Bett gehen und beim Zmorgen hat der Hans vor sich hin gesagt: «Wenn's mir doch nur endlich gruseln würde. Wenn's mir doch nur endlich gruseln würde.» Die Prinzessin hatte ein gescheites Kammermädchen gehabt. Und einmal Nacht, wo der junge König geschlafen hat, sind die 2 zum Waldteich gegangen, haben einen Kübel mit schlammigem Wasser gefüllt, mit kleinen Fischli, Rossköpfen, Würmern und einer Blindschleiche. Dann sind sie zum Hans im Bett, haben die Decke weggezogen und das ganze schlammige, schliffrige Zeug über ihn abgeklärt. Der Hans verwacht und riss die Augen auf. Was ist das? Was ist das Grusiges? Das ist denn grusig. Endlich weiss ich, was Gruseln ist.